Lorna en ik, we zijn een paar Mal in ons leven naar een ander land getrokken. En die van jullie wat ze mal beleefd hebben, die weten dat wanneer je naar een ander land trekken, dan is du een eeuwige tijd. En in 2005 trok we van Canada terug, hadden we daar ongeveer 20 jaar gewoond. En we waren ganz Canadiens, met papier, voort, alles. En dan kwamen we naar Mexico. En dann mussten wir hier siedeln sozusagen. Wir mussten unsere mexikanischen Papiere merken, Kredenzial, Driver License, Bankaccount, Adresse, all die Dinge. Und so das ist eine Zeit, wo die von einem Land in das andere nennt sozusagen. Und in der Zeit, Übergangszeit, dann lebst du in zwei Ländern sozusagen. Und so du hast Papiere von einem Land, merkst in das andere Land, so ist das alle klar, dass du eine Übergangszeit. Weet je, in der Kirche passiert das selbst Gedenk. Und so wir reden hier von dem Evangelium zu den Mennoniten. Ich mag sagen, die von Jüngern, die hier Spanier sind, doubtless Mexikaner da nennen. Und wir sind alle überein. Und so wir sind alle Heiden. Ich brauche den Namen Mennoniten, wenn ich will haben, dass wir das persönlich merken für uns. Aber in der zweiten Geschichte, die Juden, die gehen sozusagen von einem Land in das andere nennen. Ich will Ihnen das von der wiesen. Und am Ende von der Botschaft wollte ich Ihnen sagen, wo Ihnen das wichtig ist für uns. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen nun denken, dass in dieser Übergangszeit, dann leben wir unter zwei Systemen. Dann leben wir, wenn wir von einem Land und andere tragen, dann leben wir in dort Land, von wo wir kommen, mit Papier und alles, und wir merken uns tüchtig, wo wir haben. Aber die Übergangszeit bist du sozusagen in den beiden Ländern. Und so wird es in der Kirche. Und so ist es wichtig für uns, dass wir das verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir echte Theologie, echte Lehre von Gott. Und so ich will von der durch Apostelgeschichte gehen, ich will viel falsch lesen. Wenn das muss auf der Schrift gegründet sein, ich kann nicht bloß sagen, so ist es ohne bewiesen, dass es dort ist. Und so, ihr soll nicht schlupen, aber lest mit. Lukas 24, Vers 52. Sie aber beten am Abend, so Jesus hast du in den Himmel gefahren, sie sind am Ölberg, stehen in Aufhall, beten am Abend. Und gingen mit großer Freude terug nach Jerusalem, morgens, wo die hingehen. Und brachten ihre Zeit in die Kirche zu. Das ist nicht, was es sagt. Sie brachten ihre Zeit im Tempel zu. Das Judentum, das dreht sich um den Tempel, um die Synagoge. Und die jüdische Kirche dreht sich um den Tempel, rein ganz durch Apostelgeschichte, so sich irgendwo wiesen. Kapitel 2, Vers 46. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel topchen und gingen auch von Haus zu Haus dort Brot brechen. Sie eiten mit Frieden toppen wir von Horten bei der Sache. Das ist die Kirche von Anfang. Sie sind beim Tempel. Sie kommen dort taub. Dort, wo sie predigen. Apostelgeschichte 3,1. Petrus und Johannes gingen Glock 3 um Tempel, als der Zeit wird zum Beten. Das ist ein jüdisches Ding. Und so sie gehen an den Tempel, zum Beten. Das ist, was die Juden deuten. So sie sind taub gebogen mit dem Tempel. Ich wollte dort Luther in der Botschaft nach Himmel wiesen, dass es hängen Apostelgeschichte nach wahr, als ich um den Tempel dreht. Noch ein Ding, sie werden verbunden mit den Etengesetzen. Weil Gott hat sein Volk im Alten Bund Etengesetzen gegeben. Das wird eine sehr große Wand, zum nur die Heiden gehen. Und so Gott wird Petrus wiesen mit Eten, mit Tieren, was anrennen werden, weiß er dass Gott hat die Heiden nicht angenommen, um die Kirchen kommen. Und Petrus muss das lernen, er wie ein Jude. Und als Gott ihm das sagt, dann sagt Petrus das, in Apostelgeschichte 10, Vers 14. Petrus aber sagt, oh nee, Herr, wird ich noch niemals was gemeinet oder anrennet gegeben. Er ist ein Jude. Er hält sich an das jüdische Gesetz. Und wenn als das rumkommt, dann wird die Kirche als Jahren durchwasst. Und so wird nicht der erste Tag in die Kirche. Und so Petrus sagt zu Gott noch niemals, ich will nicht ein anrennen Tier, wenn ich sehe ein Jude. Und ich hole mich an das jüdische Gesetz.
Vers 28. Petrus sagt nu bij Cornelius, nu sagt hij dit. Dan zegt hij te aan, je weten, nu hoor ik wat hij zegt, wat dat voor een Jude. In Jude. Ik zie een Jude, zegt Petrus. Maar je weet wat dat voor een Jude geen dat gezegd is. Met de nicht-Juden taub komen oude Gemeinschaft te hebben. So Petrus zegt, ik zie een Jude, ik leef onder het jüdische Gesetz en dat als geen dat Gesetz voor mij hier bij Juden aankomt. Aber hij zegt, Gott weiß mij dat ik geen mens zal gemein oder anderen nemen. En ik wil hem wie zullen verstaan dat Petrus als de leraar in de kerk in Jeruzalem, hij is een Jude en houdt zich aan het jüdische Gesetz. Sehr wichtig, dat we dat verstaan. En dan als Petrus terugkomt naar Jeruzalem, dan zijn de Juden in de Jeruzalemse kerk, zo staat in Kapitel 11, vers 2. Als Petrus naar Jeruzalem kwam, moesten de besnedene gelovende armen zeggen, du bist bij de onbesnedenen ingegaan en hast met aantoop gegeten. Dit weer jenem Gesetz in de kerk. En so Petrus had wat gedaan, wat zij dachten wie geen Gesetz. So zij houden zich aan de Etengesetzen. Zij houden zich aan de besneding. In Apostelgeschichte 15, vers 1. Dan kwamen gewisse mannen van Judäa. Dit zijn Christen van de kerk in Judäa. Zo klar dat we dat klar houden. Dat zijn niet bloß Juden, dat zijn Christen van de jüdische kerk. Dan kwamen gewisse mannen van Judäa en leerden de Brüder, wanneer je niet naar Moses zijn Ort nu besneden, lohnt je niet seilig worden. En zo zij brengen sozusagen het jüdische Gesetz, willen ze nu onder de Heiden aanbrengen. Wenn bij de Judentum wordt het gehouden. Die leefden om Gesetz. Dat is heel klar, sehr wichtig, dat we dat klar houden. En dan in vers 5. Aber einige Pharisäer, die zum Glauben gekommen dort, die sind zum Glauben gekommen, das sind nicht Christen. Aber einige Pharisäer, die zum Glauben gekommen wären, stunden ab und sehen. Die Nicht-Juden mussten beschnitten worden, und, ja, ich was er sagt, und mussten geboten worden, Moses in Gesetz zu holen. Wenn das wird wie Juden tun. Das wird hier gepredigt wird in der Jerusalemsche Kerk. Das wird manche Heiden gepredigt wird. Jemand das Gesetz holen. Jemand den beschneiden, jemand eten Gesetzen holen. Jemand der Helge der Gesetzen holen. Dort wir ihr Evangelium. Und so wenn ich zu Juden sage, dass wir einen Unterschied zwischen dem Evangelium zu den Juden und zu den Heiden, dann ist das, was ich meine. Ich meine nicht, dass wir einen Unterschied was ich meine. Ich meine nicht, dass ein anderer Leben, Wandel, einer lebt und ein Gesetz, einer nicht. Und die Heiden wird sehr streng gelehrt, nicht unter ein Gesetz zu gehen. Aber die Juden leben da. Und Gott wird auch kommen dort. Das ist niemals in der Schrift gesagt, dass die Juden sollen da nicht bleiben. Na, irgendwann von was gelehrt, langsam in dieser Übergangszeit. Aber das geht lang, was das da wird. Sie halten sich am Sabbat. Apostelgeschichte 17,2. Und so ist Paulus dort gewarnt, wir gehen bei anderen und reden mit anderen 3 Sabbaten aus der Schrift. Na, das wird wir vielmal finden in der Bibel. Sie kommen an Sabbat tot, da wir ein jüdischer Denk, oder wenn sie verstreut werden in all die Länder, da wir ein jüdischer Schulen, und dort kommen sie tot. Und Paulus geht da hin, und will dort auch das Evangelium bringen. Sie halten sich an Reinigungsgesetzen. Apostelgeschichte 24, 18. Dabei betraf mich ein Juden von Asien, dass ich mich im Tempel gereinigt habe. Aber da wir kein Gelorm und kein Getimmel. Na, das ist Paulus ist auf seine 3. Missionsreise zurückgekommen. Und nu in Jerusalem, ich wollte Luther ein bisschen lesen, wo so er im Tempel war. Aber er sagt, er kann mich durch gereinigt im Tempel, wenn sie beschuldigen haben, dass er eine große Abruhr gemerkt und gegen Moses in Gesetz und all so eine Dinge steht. Und Paulus sagt, no, das wäre so. Ich war im Tempel, ich ging eine Reinigungszeremonie durch. Und das wurde mir gereicht, wie kein Getimmel. Ich deut ein jüdischer Ding da. Sie halten sich an jüdische Fasten. Apostelgeschichte 18, 21. Paulus redet von sich selbst hier. Aber nach dem Aufschritt von Ahnen sagt, ich muss unbedingt in Jerusalem auf das Fast sein. Aber ich war, wenn Gott dort so will, war er zurückgekommen. Und er fuhr von Ephesus weg. So Paulus, das hat sie in der 2. Missionsreise. Und er kam nach Ephesus. Und die ephesischen Christen, die wollen haben, er sollte bleiben.
Aber er sagt, no, ich mache nach Jerusalem nur das Fast. Weil das, wenn ihr sagt, soll ihr denken, dass das Fast. Weil das, wenn ihr sagt, soll ihr denken, dass die jüdischen Männer, sie müssen zum Fast kommen. Und so Paulus sagt, ich war nach Jerusalem spoden, Fast, und dann war ich zurückkommen. Aber dann in Apostelgeschichte 21, hier ist der ganz klarste Aufschnitt, dass die jüdischen Christen sich die Satz halten. Und ich will hier mehrere Vers lesen, bloß ein paar Bemerkungen mehr, aber hörst, was das sagt. Als wir nach Jerusalem kommen, das ist nu Paulus in der dritten Missionsreise, kommt er nach Jerusalem. Und als wir nach Jerusalem kommen, nehmen die Brüder uns mit Frieden ab. Dann, den nächsten Tag ging Paulus mit uns alle tot nach Jakobus, wo all die Ältesten auch hinkamen. Na, das ist Jakobus, das ist sein Halbbruder. Der ist sein Jünger, den hat er all dort gemacht. Und so, das ist nur Jahren in der Kirche now. Und so, sie gehen nach Jakobus, nach der Ältesten von der Kirche. Vers 19. Und als Paulus an begrüßt hat, verteilt er an anständig, was der Herr durch sein und manche Mennoniten getan hat. Manche Nicht-Juden, manche Völker, manche Heiden. Wir sind Völker, wir sind nicht Juden. Sehr, sehr wichtig, da wieder verstehen. Vers 20, als sie dort hielten, lobten sie den Herrn. Sie sehen aber. Und das aber ist gründlich sehr wichtig für uns zu verstehen, was hier nicht umgeht. So sie sagen, sie sehen aber zusammen. Check einmal, Bruder. Wo viele Dutzende Juden zum Glauben gekommen, die hörst, was das sagt. Viele Dutzende Juden sind zum Glauben gekommen, die aber ewig dort Gesetz anstehen, für das Gesetz anstehen. Na, lass mich ein Ding sagen hier. Ich will nicht dann noch einmal sagen, wo so das wichtig ist, da wir das verstehen. Ich kann zu Ihnen sagen, ab dem Bibelgrund, dass die als Gläubige müssen ewig sein für das alttestamentliche Gesetz. Und ich will ganz biblisch sein. Dabei müssen wir lernen, die Schwester, dass wir die Bibel einteilen. Für wem ist das geschrieben? Und ja, was von der Lehre. Und so diese Jakobus sagt zu Paulus, dass hier sind Dutzende Juden zum Glauben gekommen. Aber die sind ewig für das Gesetz. Und dann geht es wieder in Vers 21. Da ist dort gesagt worden, dass du die Juden, morgen dort wird da. Das sagt nicht, dass du die Heiden liest, dass sie sollen nicht das Gesetz nur folgen. Du hast in der Rede daran, dass Paulus lehrt die Juden, die dort in anderen Ländern wohnen. So, da ist dort gesagt worden, dass du die Juden, die manche Nicht-Juden wohnen, also die griechischen Juden, die in Korinth, in Thessalonich und alle Städte wären, dass manche Nicht-Juden wohnen, liest von Moses aufzufallen und ansagst, dass sie ihre Kinder nicht sollen beschneiden und sich auch nicht mehr nur ihre Verschriften richten. Das wird Paulus nur verteilt. Das er lehrt die Juden. Und das ist so wichtig, dass ihr das verstehen. Wenn er lehrt die Heiden, kriegt dort, für was sie am hier beschuldigen. Da muss wir die Juden und Heiden einteilen. Wenn Paulus das hier wird uns Verstand uplosen zu sein. Und so sie sagen zu ihm, dass durch die Rede haben, du lehrst die Juden, dass sie brauchen nicht Moses mehr horchen. Sie brauchen nicht mehr um den Gesetz. Was dann nu? Vers 22. Dort Volk muss sich unbedingt versammeln, weil sie wollen dort sicher hier, dass die herkommen. So der Älteste Jakobus mit den Lehrern in der Kirche sind Angst, da war ein großer Abbruch gegeben. Wenn Paulus ist nicht hergekommen, da hätten die Rede daran, dass Paulus lehrt die Juden nicht mehr um den Gesetz. Und da wird ein großer Abbruch gegeben sein. Dann da nu, was wir die sagen. Wir haben hier Feuermänner, die ein Versprechen auf sich genommen haben, ab höchstens sagt die Gelübde an Wow. Sie haben das Versprechen verschnitten Gott, dass sie wollen gewisse Dinge tun in einer gewissen Zeit, das wird die Juden deuten. Und so, wir haben hier Feuermänner, die ein Versprechen auf sich genommen haben, nehmen die und gehen dann durch ihre Reinigungszeremonie. Sie sagen nicht, geh mit dir top nur die Kirche, dann bezahlen die dort bin predigen, aber wir nicht mehr ungesagt sind. Das ist nicht, was er sagt. Sie sagen, nu geh mit diesem Mann top, nun Tempel, da wird hier nicht gesagt, aber dort ist klar, dass die Reinigungszeremonie, das ist im Tempel.
Neem die en gomen aan top durch ihre Reinigungszeremonie en betoel de aankosten dat ze zich aan de haar afsnijden laten. Weet je, en je lebt te die tijd en wauw, ze laten zich de haar wassen voor wat immer tijd dat weer. En dan dat is even weer, dan wordt de haar afgeschnitten. Paulus hat eier sonst dort. Ich will nicht da hingehen, wenn wir haben nicht Zeit. Aber die sollen sich die Haar schneiden. Dann sagen sie, dann wollen alle Menschen sein, nu höre ich, was sagt, dann wollen alle Menschen sein, dass es nicht die Wahrheit ist, was sie von dir vertrauen haben, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Ich weiß, Sie können verstehen, was hier angeht. Und dass es gruwelig wichtig ist, dass wir weiten, mit wem wir zu tun haben. Und so sei, Paulus soll das mitmerken, zum beweisen, dass er das jüdische Gesetz holen wird. Und er tut das. Und dann Vers 24, das ist gruwelig wichtiger Vers für uns. Aber die Nicht-Juden, die Mennoniten, die Mexikanos, die zum Glauben gekommen sind, haben wir geschrieben, dass sie sich an nichts so was holen brauchen. So die Juden halten das Gesetz, sie mögen mit der Beschneidung, mit Tempelanbetung und all so Dinge, aber nicht die Heiden. Großer Unterschied hier. Und so sie haben, aber die sind nicht, die Heiden haben sie gesagt, dass sie sollen nicht aufjagen Opfer, nicht Blut, nicht Fleisch von aufgeweihten Beister eten und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Aber das sind nicht alttestamentliche Dinge, das ist something, was die Kirche der Heiden sagt, wenn die wollen mit den Juden jemals Gemeinschaft haben, dann wollen sie in der Eten Sachen, so eine Dinge, wo sie dann Juden beten. Vers 28. Den nächsten Tag nahm Paulus die Männer, also die Feuermänner, und reinigt sich mit einem Top im Tempel. Dann ging er im Tempel hin und sieht an, wenn er Reinigungsdienst wurden übersehen, nu höre ich, was er sagt, und dort für jedem einem wurden Opfer gebracht worden. Na, wenn die bei einem einen Schub ankommen und dort hier schlachten wollen, wenn wir dort hier opfern für eine Reinigung, dann wird wir glauben, dass die wir ganz ewig gestellt. Aber das ist, was bei den Juden passiert. Das wir ganz normal finden. Das ist von wo sie kommen. Und das ist eine Apostelgeschichte. Die Kirche ist nur 15 bis 20 Jahre durch. Und so die Juden leben, da haben wir unheim gesagt. Und Gott sagt nur nicht, das ist Sinn genommen. Aber wenn wir aus heidnisch in den Satz kommen, das ist ein ganz anderes Ding. In einem Vers 28, Apostelgeschichte 28, das ist das letzte Kapitel. Und hier in das letzte Kapitel wurde klar, dass das Evangelium hat die Juden verschmäht und die nur die Heiden. Dort nehmen sich so Rom, also Paulus ist nach Rom gekommen aus den Gefangenen, und dann raubt er die Juden dort, nicht die Christen, aber die Juden. Wenn hat in Jerusalem festgenommen von den Juden und nach Rom geschickt, und er glaubt, dass die Juden von Jerusalem waren, haben Brief geschickt nach Rom, zum sagen, dass sie sollen Paulus tot merken, wenn der halt nicht das Gesetz. Da wird ein ganzer Thema tun. Dann nimmt sich so Rom, dass Paulus in 3 Tagen die vornehmsten Juden tobraubt. Als sie gestoppt werden, seht er, meine liebe Brüder, ich habe nichts, was er sagt, ich habe nichts jen ans Volk oder unsere Voreltern ihre Sitten getan. Ich habe nichts jen das Gesetz getan. Ich sehe ein Jude, und doch werde ich festgenommen von Jerusalem aus, der Römer in die Hände gegeben. Und dann Vers 25. Und als sie sich untereinander nicht können einig werden, oder die Juden machen sich, verleiten sie, als Paulus an das Wort sieht. Der Heilige Geist hat durch den Prophet Jesaja ganz recht an die Führer gesagt, was sie sehen. Geh nach das Volk und seid an, die wollen dort immer weiter hören, aber wollen dort nicht verstehen. Die wollen immer weiter checken, aber wollen dort nicht sein. Willst das Volk, das jüdische Volk, hat sich eine bedeutende Charge, die haben eine hohe, bedeutende Charge, eine bedeutende Charge haben das Hort gesammelt. Die Uhren sind schwerhörig geworden und die Uhren haben sie teuer mehr. Ja, höre ich, was er sagt. Das können sie, wenn das nicht passiert wäre, das können sie mit den Uhren sein, mit den Uhren hören und mit dem Hort verstehen und sich abmerken. Und dann würde ich gerne heulen. Das Heilen hier, Lied, hat nichts mit körperlicher Heilung zu tun. Das meint das jüdische Volk heilen. Na, ich habe so einen Glauben, wenn ich das ganze Bild bechecke,
dass Jesus kein sein Recht abstahlen. Aber die Juden verschmeiten das. Als in Jerusalem ein anderer Mann Burra, der verschmeiten das. Und Luther, der Apostel, bauten die jüdische Lehrerstadt an, aber sie verschmeiten das. Und dann Stephanus, er baut die jüdische Lehrerstadt an, in eine jüdische Rot, aber sie verschmeiten das. Und so immer war es, sie haben gehört, aber nicht gehört. Sie haben gesehen, aber können nicht sein. Hört wie hört, und sie haben verschmähen. Und wenn sie das verschmieden haben, jenke das Evangelium nur der Heiden. Petrus redet von dem al ganz Anfang in der Apostelgeschichte. Kapitel 3, Vers 19. Dann schlug nu in Juden und merkt nicht, ob ein anderer wieder dort Buße. Petrus redet für die Juden, er sagt dort Buße, zodat von dem Herrn eine frische Belebungszeit über ihn kommen kann. Was ist diese Belebungszeit? Dass die wahre geboren sind, dass die Christen sind? No, das ist nicht, was er von redet. Nächster Vers. Und dass er Jesus Christus schauen kann, der ihn auch vorher gepredigt. Jesus schauen kann, der wie der große was. Der wie der große gestorben am Kreuz. Der wie der große in den Himmel gefahren. Was sagt Petrus, dass man die wollen abmerken, die wollen bekehren. Er redet zu den jüdischen Lehrern und dem jüdischen Volk. Und wenn die wollen abmerken, dann wird Gott Jesus schauen. Für was? Zum seinen Recht abstellen. Gründlich sehr wichtig, da wir das verstehen. Und so das ist die Lehre von Anfang. Die Jünger früher an Jesus, wenn er was den Recht abstellen. Jesus sagt, oh, ihr seid ganz verdreht, sonst jaffet euch. Er sagt, bloß die Zeit hast du nicht gesagt. Apostelgeschichte 28, Vers 28. Da wenn die dort verschmähen haben, wenn die harthörig sind, wenn die eine Ohren nicht hören, die eine Ohren nicht sein, jünd erst hat gepredigt worden, aber die nehmen das nicht an, wenn der Uhr sagt. Da soll die weiten, dass Gott seine Radung nur den Nicht-Jüden geschickt ist, und die wollen da noch horchen. Wir sind noch reden hier von, dass Paulus als unser Apostel, heißt der Apostel zu den Heiden. Und als es in der Apostelgeschichte ist klar wird, nur Stephanus, dass die Juden verschmeiten dort, dann ist da eine Ark, seht ihr in Felsen doch? Und dann ist der Ark nur der Heiden. Und dort geht lang, bei der Everdreht, der Übergangszeit, der ist da, aber das geht immer nur der Heiden. Der Hebräerbrief in der Bibel, der ist zu Juden geschrieben, aber das ist die Taumerken von der Übergangszeit. Lass mich in 2 Versen lesen von da. Hebräer 8, 13. Wenn er von einem neuen Bund redet, dann meint er, die erste ist alt geworden und was über alles und genutzt ist, verschränkt wird. Und so der schrieben an die Hebräer, die Juden wollen in den Tempel gehen, oder sie halten sich an den Tempel, und die Hebräer schrieben, die das von dem Tempel weglehren nur Jesus. Da müssen die Juden lehren. Jesus ist später als Priester. Jesus ist später als das Opfer, was sie in der Schule brachten. All die Dinge. Jesus ist später, das ist ein Thema in Hebräerbrief. Hebräer 19. Das sind eben bloß Vorschriften, die bieten haben über Eten und Trinken und verschiedene Sorten von Sickeränien. Das, was die Juden deuten, in der Kirche, durch die ganze Apostelgeschichte, die bloß so lange jahren, bis die nie eine bessere Ordnung kommt. Na, die Ordnung, wie mit Jesus gekommen ist, die Übergangszeit dauert mehr Jahre. Und so sie bleiben in ihr Satz. Und so, wo ist das wichtig für uns? Wo ist das wichtig, dass wir weiten, dass ein großer Part von der Apostelgeschichte beschreibt die Juden ihr Übergang. Wo ist das wichtig? Hier ist, wo das wichtig ist. Galater 1, Vers 8. Und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, dem Lot verflucht sein. Du ist das wichtig. Und so, wenn wir nicht verstehen, was zu den Juden gepredigt ist, dann bei einmal haben sie eine Lehre, dass jemanden ewig sind für das Gesetz. Das ist ganz biblisch, wenn ich dort was lehre. Das sagt auch nicht die Bibel reich in ein Play. Na, weet je, die Bibel ist ganz Gott sein Wort, das muss wir so klar halten. Aber was ist der Sinn, was in die Kirche wird angeschleppt? Was für eine große Hurerie, oder was für eine große Aufjaterie, ein unbandjes Leben oder ein unmoralisches Leben, was für eine große Lehre ist und was für eine Ungerechtigkeit wird in die Kirche angeschleppt, dass Paulus zu uns sagt, wenn die dort annehmen, sei ihr verflucht. Weißt ihr, was wird angeschleppt?
das Evangelium zu den Juden. Gruwelijk sehr wichtig, dass wir da verstehen. Das Gesetz wird dann angeschleppt. Die brauchen gleich an moralisches Leben hören. Die dit wären Christen von der Kirche in Jerusalem und scheinbar Heiden dort predigen, was sie in Jerusalem predigen. Sehr, sehr wichtig, dass wir da verstehen. Wenn wir in uns Evangelium, wir sind einmal so verdreht, und wir haben dort, was zu den Juden gelehrt wird, und zu den Heiden gelehrt wird, dort verbinden wir und vermischen und verflechten dort ein Evangelium, was wenig Meinung haben Menschen weiten gleich, wer sie sind. Galater 4,8. Paulus redet zu den Heiden hier. Je Gott ja lehren, wie je on oft jata verskloeft. Die in Wirklichkeit nicht jata wären. Das ist von wo die Heiden kommen. Nu aber, was er sagt, nu aber, dass je Gott haben gelehrt, oder besser gesagt, dass er ihn gefangen hat, woran will je nu trägen und ihn unter verskloven lassen, wovon je durch Christus frei geworden sind. Je houden je an besondere Fastdagen und vier Niemond und andere Jahrestieden. Das sind jüdische Heldendagen. So nicht haben die Juden oder nur die galatische Kirche, nur die heidnische Kirche, oder die mennonitische Kirche, kann man sagen, und lehren ernt, jemand nach all diese jüdischen Gesetzen holen. Und Paulus sagt, der Heiden wo in der Welt, die sind von dort oft ja die Rüte gekommen, nur weil sie noch eine andere Sorte oft ja die tragen. Sag mal gleich, wenn je hier een beeld vandaag en loet dat aan. Ik wil je zelf in dit beeld bekijken. De grond van onze theologie, de grond van ons geloven als Heiden, als Jezus Christus, zijn dood, zijn begrafenis, zijn Auferstehung. En daarboven zegt Paulus, dat we zijn durch een geloven aan Jezus gered. Dat is God zijn genade, dat is een geschenk van God. En zo wat immer ik doe not doen doe, zo en ik nu te jullie predigen doe, dan moet mijn boodschap stemmen met den grond. En zo wanneer ik jullie boodschap breng in het Oude Testament, dan moet dat op den grond nog passen. Wanneer ik jullie boodschap breng uit Jezus in de leer, dan moet dat met dat stemmen. En ik breng jullie boodschap uit de Apostelgeschichte, dan kan ik je niet leren, jemand ivrig zijn voor het gezag, wenn dat we voor de Juden niet hebben, maar dat moet met den grond stemmen. En zo wanneer du jemals een Bibelstunde leidst, of du predigst een boodschap, of du hast irgendwas met Bibel studieren of uitleggen te doen, dan moet dat op den grond nog passen. Wanneer het niet dat leidt, dan zijn we schrecklich in Trouble. En in ons Mennonitentum heeft het zoveel maar niet op den grond opgepast. En we hebben onze enige zaken, oder wir nehmen uns was in alle Bund und merken dort ans Evangelium, oder wir haben uns die Gesetze topgestellt. Und weißt du, unsere Regeln, die sind fertig, gleich arg. Die Regeln in sich sind gleich arg. Aber wenn dort den Grund sagt, dann sind wir so in Trouble. Und wenn ich als Jünd predige, Jünd lehren da, ein Evangelium wird mit Worten verbunden ist in so einem Weg, dass du musst dit und dit und jant alle doen zum seilig worden, dann habe ich den Grund vernichtet. Und Paulus sagt, so ein Mensch ist verflucht. Das ist ein strenges Wort. Und so je wundern vielleicht, wieso ist mir das Thema so schrecklich wichtig? Das ist wegen das. Ich will nicht haben, dass die sagen, dass die Kirche durchgehen und nicht verstehen, dass wir sind in Christus gerat, Gott sein Geschenk für die. Na, in der kommenden Botschaft, wo ich reden von uns Leben. Wenn viele Menschen beschuldigen mich für sagen, oh, du kannst so leben, so was, bloß dann das leben, kannst gut leben, so was. Das ist nicht, was ich lehre. Aber was immer wollten wir lernen, oder was immer Kleid die wir an haben, oder Bord, oder Haar, oder was immer, wir haben oder nicht an, da muss auf den Grund noch passen. Wenn es nicht das Lied, dann sind wir in Trouble. Und ich will bloß sehr, sehr klar merken, da wieder klar holen. Wir sind Heiden. Dort, wo die Juden gelehrt wird, werden gesagt, dass wir die Juden lehren, nicht unsere. Und dann sage ich einmal, dass das Evangelium zu den Juden und den Heiden wir unterschiedlich in das Gesetzliche denken, wo sie leben. Nicht in der Lösung. Da will ich nicht nur reden, dass ich zwei Erlöser. Das ist nicht, was ich meine. Aber ich meine, dass sie haben ein Gesetz im Judentum. Sie halten sich an Gesetz, Beschneidung, Reinigungszeremonie, allerhand Gelübde, allerhand Dinge, was sie haben.
Aber wenn er bei den Heiden kommt, dann fährt Paulus mit alles, was er hat, dass er da nicht was ankommt. Und dort muss wir verstehen, den Unterschied. Und weet je, wenn die Grund bei einmal wird klar sind in uns Denken, dann wird das Christen bei einmal sein merken von uns. Da wollen wir nicht immer verdammt sein, wenn ihr halt vielleicht auch rechte Baxen an dir hat oder auch rechte Haar, oder all so eine Dinge. Und dann ist es wichtig, wo wir uns herumgehen, manche Menschen, aber die Erlösung ist in den Glauben an Jesus Christus, das ist ein Geschenk von Gott. Für die Herden. Weil wir uns nicht lassen, freischlafen, in den jüdischen Lehren, was wir nicht haben, unsere Lehre gemacht. Amen. Ziemlich schon vorher, Dankeschön für den Wort. Dankeschön, dass du uns ein Evangelium gegeben hast, oder dass Jesus Christus gegründet hast. Help uns dort zu glauben, dort anzunehmen, und dass wir dort werden wollen leben. Amen.